Reisen ist super. Es erweitert einen den Horizont und kriegt Inspirationen für daheim. Mir gibt nicht mehr Flottes, wie man ihn auf seiner Destination kennt. Ein Local, den einem die Plätze weist, die ihn als Tourist nicht so einfach findet. Mich fasziniert herauszufinden, wie es ist, wenn ihn an der Stadt wohnt, die ich nur mal kurz besichern. Und da checken ich immer auf meine Reisen, ob sich nicht zufälligerweise ein interessanter Lützebäuer auf meiner Destination verstockt. Vor Jahren habe ich Porträts über Lützebäuer im Ausland gedreht. Aber ich höre nun, dass es gibt den zu Bangkok ein italienisches Restaurant hat, und ich muss nach Ihnen kommen. Und seitdem ist mit Pierre Metz eine richtige Food-Freundschaft entstanden. Am Oktober 2014 bin ich mit meiner Kamera lang auf Bangkok gereist und habe da eine Woche mit Pierre Metz verbracht, für eine Reportage mit ihm zu drehen. Pierre, ich erinnere mich noch die allererste Kehr, wo wir uns getroffen haben, dass ich mit dir Streetfood essen gehen. Und du hast mich mit Haien erwischt. Und ich war so, wie weit geht man in einen Food Hall? Und du warst ganz enttäuscht. Das Haier Streetfood an einem klimatisierten Environnement. Proper Streetfood wäre das nicht mal der Fall, ein richtiges Streetfood der Straße, weil einfach Konditionen nicht da sind. Ja. Früher haben müssen, du hast gesagt, da gehen wir auf den an die Durchstraße, für die Entrée zu essen. Mit dem besten Dessert kriegen wir an einer anderen Straße, wo wir ein Taxi geholt haben, was zu Jane stiegen vor. Ich gehe einfach von einem Stand bei dem Stand an und dann ist gut. Aber du baust rein, oder das ist ganz fern, du bist immer an einem relativ komfortablen Environnement. Und tatsächlich finde ich all meine Lieblings-Streetfood-Snacks am Itai am Central Embassy Shopping Mall. Von Pat Ki Mao bis Kanom Krok ist alles mit dabei. Als ich kriege ich Fischballs zu schmecken. Kleine, unprätentiöse Knidelscher, die doch so harmlos ausgesehen haben. Oh, warm an der Ocker. Ahoi. Ich fand ein bisschen. Das ist enorm warm. Ne? Ja. Und du gehst halt Wasser, ne? Also, wisst ihr, die Schärfe und Chili, die könnt ihr mal um nur lo. Ja. Ja, aber guck mal, was du mariniert. Okay, ich will gerade das tote Giers. Das do. My mouth is on fire. Wie bon. Sie so in Thailand immer, wenn ganz scharf ist, dass sie das sexy Lips kriegt. Ja? Weil die Lips sind abschulen. Also, sexy Lips. Ich fand hier auch die ganz beliebte Spießer mit Schwingefleisch, die ihn überall zu Bangkok an der Straße gesagt. Das ist ein typischer Snack. Weil ich keinen Hunger habe, du bist Thailand der erste begann zu werden. Ja, du bist nicht so gern. Die erste von morgens bis oben, sobald es ein bisschen Hunger ist, essen sie. Die Mu Ping ist überall zu verkaufen. Ich bringe so ein Stick normalerweise durch Straße, also die 10 Baht. Das ist ja so 10 letzte Franken für früher. Ja, effektiv. Der Bart auch so wie der Frank. Das ist 4 Euro. Bei Bannen ist es zwar ein bisschen mehr teuer wie auf der Straße, aber für Lützebäuer Verhältnisse kann ich sich noch immer den Bauch vollstoppen, ohne dass es dem Portemonnaie wehtut. Also das heißt Mu Ping. Ja, aber Schwein ist nicht Mu in Thailand. Das heißt Mu als Schwein. Ja. Aber wie nennst du eine Kuh? Eine Kuh also Nöhr, als Rindfleisch. Und Pulli? Gai. Und Fisch? Klar. Gut. Und Tee, Kai. Das wusste ich nicht. Kai. Okay. Das war nicht. Ein öfter Kai. Voilà. An Thailand ist den sich mit dem Löffel. Die Fruchtstadt wird geholfen, die Sachen auf den Löffel zu scheren. Und es gibt sich nie mit stäbischer Giers, außer wenn der Plat chinesisch Originen hat. Wir sitzen uns für Kanom Jean Noodles mit einem Crab Curry zu essen. Was tut sich eigentlich ganz am Anfang an Thailand durch? Nicht wie ich Vakanz, immer am ersten kommen. Die allererste Tag Vakanz. Okay. Jetzt lernen. Ich bin hier gekommen für ein Büro aufzumachen für die Firma, für die ich geschafft habe. Die Zeit an Europa. Und die wollten ein Büro aufmachen und ich habe mich da mehr volontiert deklariert für das zu machen. Das war 1981. Also das für 3 Jahre machen, also sind wir 2000 da durchziehen eigentlich. Das ist so. Und dann haben wir heim. Ich will doch nicht von euch fort. Ja. Ich komme alle Jahre, seit 8 Jahren. Gell? Ja. Und das Alke ist dasselbe. Ich kriege einfach nicht genug mit Thailand. Und ich meine, das tut wirklich schon mal dazu dienen, dass ihr die ganze Zeit isst. Es geht da, wenn es auch riecht, weiter mit dem Essen. Dessert. Dessert. Wie was ist das alles heute?
Aber wir haben allmählich fantastische Desserts hier. So, er ist ja der riesigste, der größte Buffet. Ja, ich meine, ich muss doch nur effektiv Übergewicht für ihn bezahlen. Das heißt, du hast Mango, Ja. Mango Sticky Rice. Ich mega Das ist dünn thailändische Dessert par excellence. An thailändisch Desserten hunne ich mich zwar noch nicht so verlebt, mit de Pierre hat sich wie schenkt Hautmission gesagt, mich dafür zu begeistern. Und das klappt zwar noch nicht so gut, wie hier gehofft wird. Schön, Ginkgo-Nuss. Ich weiß nicht, was das ist, noch Jelly, das Jellyen. Und der Teil ist meine Kokosnussmilch, die drauf mischt. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich ging in das Jackfruit mit einem Sirop. Ja, ich habe auch noch drauf. Probieren mal. Also asiatisch Dessert, also eine Sache für sich. Das ist ein bisschen anders, das ist exzellent. Anders mit ist gut. Kann ich das sehr gerne. Das ist ganz knatschig für allem an der Textur. Ne? Das ist alles so chewy. Der Teig sieht zwar gut aus, Maurice. Ja, ein bisschen komisch, wenn ich gerade hier esse. Und es geht noch weiter. Mit Durian, der stinkigste Frucht aus Asien. Schau mal die avanciert Dessert. Das ist ein Genuss. Das ist wirklich gut. Das ist Durian, ne? Oh nee, Ne? das wird wirklich geschmack wie ein richtig gut lang gebackenen oder ein Schallot. Das ist schon bizarre. Oh, Frank, ich mache doch voll in. Das ist ein Innenzopf. Nee. Wirklich? Also, wir sehen das Durian als ein kontroverses Sujet. Ja? Ich gehe lieber bei einem Mann kontroverses, so 2 Stück oben drüber. Ja. Pizza! Der Pierre ist zwar für langer Zeit rübergekommen, für am Domain vom Export und Import von Mineralien, Metaller und später der Chemieindustrie zu schaffen, heute dreht sich aber alles im italienischen Küchen. Der Pierre ist nämlich Mitbesitzer von einer erfolgreichen italienischen Restaurantschäden, wovon in ein Outlet hier an ein großes Büchergeschäft findet. Wo geht alle Menschen sich wegende Letztebäuer darüber, zu Bangkok ein italienisches Restaurant zu machen? Das ist ein Frucht, ich war selber sich nie gestaltet. Der Teil war wirklich am Anfang ein Investissement. Wir haben ein paar Summe gedient, und wir machen das. Dass wir dann noch 3 Jahre geerbt hätten, Verrückt, geil. das hätte ich mir nie gedacht. Ich bekümmere mich um den Wein. Das ist ein bisschen mein Dada, wie du weißt. Ja. Ich mache ein bayerischen Restaurant. Bekannte nach dem Num Pepina hun dem Pierre sein Restaurant eng heich Renommee. Das ist eng vun de beste Pizzaen zu Bangkok. Majorität von den Ingredienten geht aus Italien importiert und Pizzaioloen sind aus Napoli, für das alles so authentisch wie möglich schmeckt. Wir probieren einfach zu sagen, du hast Qualität. Leute haben auch immer gemerkt, dass vielleicht die Pizza, die sie für du gehst, nicht gerade ersättlich war. Ich muss da ehrlich recht geben, weil wir sind zu Bangkok gekommen und schon die Pizza gehst und ich drehe mir seitdem, als für Bangkok zurückzukommen, für Thailand zu essen, für Denkpizza zu essen. Ganz klar. Ja, das das geht ist das Punkten. An Zwischenzeit, wo sie 10 Outlets durch Thailand verstreht, den heute am Central Embassy Shopping Mall als die echt Franchise zu Bangkok. All Franchise hat recht, jede Spezialität umzusetzen. Zum Beispiel heute eng Embassy Pizza, weil wir okay. Im Embassy sind. Das ist das Basismenü, derselbe das, und dann hat alle Restaurants sich eigene Spezialitäten. So, mir da geht mir ein Kevalieren, wenn ich ein heiß ist, ein kleines Letztebäuer Pizza oder so zu machen, für so ein Stint, für ein Woche oder so. In Thailand hat es mal auch Käse beizubringen. Absolut, wir haben eine thailändische Pizza. Ja, was ist da drauf? Du hast Kokosnussmilch und Krevette. Und die ist kreiert vom bekanntesten Pizzaiolo aus Italien. Der war Tsing De Chai und die hat eine Pizza kreiert, Omaggio a Bangkok. Hommage a Bangkok. Schmachen det so auf alle Fall. Ich bringe nicht fertig, ein half Pizza zu verschlingen und das nur als im thailändischen Festschmaus. Oves geht es durch den schrecklichen Bangkok-Trafik bis bei den Le Du, ein exzellenten thailändischen Restaurant, den ein Kollege von Pierre gehört. Das sind alles Thai-Ingredienten. Also das Fleisch, das importiert wird, das lokale Fisch, das lokale Gemüse, das alles lokal. Es sind traditionell thailändische Rezepte, die auf einem ganz anderen Niveau reinterpretiert.
De Pierre trefft sech regelmäßig mam Chef Ton fir Weiner zu beschwatzen, an ihm Suggestionune vu Sänger Gamm fir dem Restaurant seg Weinkart zu gehen. Wir haben noch ein Portefeuille von deutschen Weinen, französischen Weinen, italienischen Weinen. Letzteburgische Weine. Wir sind am Gangen, wir sind ziemlich nur auch letzteburgische Weine zu portieren. Okay. Ich will auch schon mal am Chef Ton letzteburgische Weine geschmeckt. Okay. Und besonders Riesling und Pinot Gris sind ganz gut gekommen. Wir sind am Gangen, Super. so zu schaffen. Den thailändische Marché ist ganz speziell, wann es Weiner geht. Thailänder haben angefangen am Wein, ganz viel Schwerweine zu trinken, ganz viel Rotweine aus Australien. Und die Leute, die Mayen hatten, haben ganz gut daher Bordeaux getrunken. Dann noch aus Bourgogne ein bisschen gekommen. Australien spielt eine große Rolle, Neuseeland spielt eine große Rolle, weil das Snow, das meint nur wie Europa. Aber sie fängt nur, besonders die Jungen, die gereist sind oder die am Ausland studiert, die kommen nur mit einem ganz anderen Gut von Wein, aber mit einer ganz anderen Demand. Wein können nicht so viel Seier haben. Okay. Ja, passt hier im Gut, ich will nicht. Du musst einfach das Volumen am Wein, weil die ganz viele in Asien gewohnt schwarze Tee zu trinken. Und darum denkt man schon, wenn man Wein aussichert. Ja, natürlich auch passt der italienische Küche, mir passt doch. Thailand essen nicht all der Thailand. Ja. Genau so wie man zu Lützeburg oder Lützeburg noch nicht all der Lützeburg essen. Du hast eine Pizza essen, du hast bei Franzosen, du hast Mulle mit Fritten essen oder voilà. Ja? Absolut. Und dafür muss ich irgendwie fertig bringen, für ein bisschen Wein zu haben, den alles gut bringt. De Pierre importiert aber nicht nur Weine an Thailand, hin ist auch Associé von einem Domain am Languedoc. Warum kann ich etwas? Ja. Das ist dein? Das ist mein, ja. Alain Chabanon. Alain Chabanon, das ist mein Associé am Süden von Frankreich. Das ist Languedoc, das ist eine halbe Stunde nördlich von Montpellier. Eine ganz voll Gegend, die fantastische Wein macht. Als ganze Produktion als biodynamisch. Was ist das? Die Mondphase geguckt? Ganz genau, ganz genau. Mondphase geguckt, gibt verschiedene ganz natürliche Produkte benutzt am Wengert. Es gibt kein Insektizid, kein Pestizid, kein Fungizid, keine Chemie benutzt. Es gibt Tee benutzt, Brennnesseltee. Als Pestizid oder ja. Wie? Oh, mega. Wusste ich, dass das gibt. Ja. Okay, interessant. Wen will man da noch für bei mir essen? Aber ich ging vielleicht Mengen, wir müssen da vielleicht sogar Stromat tun. Ich weiß es nicht. So. Und wir sind zu feiern, da geht. Wir sind zu feiern. Voilà. Da komme ich holen, ich ging so und ich schloss dir, Schachste zu drohen. Okay, gerne. Die tut so. Die heißt so? Voilà. Okay, ganz gerne. Den Pierre sing Weiner kriegt den übrigens auch zu Lützeburg zu kaufen. Nur als 2 Flasche Wein huet de Pierre Bemol die super Idee fir mech zu rekrutieren fir den nächsten Dach bei ihm daheim zu kochen. Etwas Lützebäuisches sollet sinn. Beim Pierre daheim kriegt einen ganz anderen Abblick an Leben zu Bangkok. Mit seinen 3 Hunden wohnt hier in einer Villa an einem ruhigen Eck Matzen an der Stadt. So, also ich muss wirklich so ich schwesen halt konstant ich noch wirklich ein bisschen Probleme die ganze Zeit ein Jacket zu holen. Das ist extrem warm hier an Thailand, das Klima. Als das nicht etwas, was du siehst, oh, gewinnt diese Stadt runter? Ich gewinne sie schon, ja, im Moment, also das war... Sie nehmen 32 Grad. Sie nehmen 32 Grad. Da wird ein bisschen geregnet, ja, und dafür also so feucht, aber das ist wirklich extrem warm, wo ich nicht so gewinnt, aber okay, ich so gewinnt, auch Thailand. Ich stelle die Moje ab, stelle den Dusch, kann den Treppenhof, also in einem Genäß so nass geschweißt, wie da gewinnen sich nicht ohne. Schon trotzdem dezidiert das Schäfchen unzumachen an dem Pierre etwas ganz Spezielles zu backen. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen einen kleinen Thai-Lützeburgisch Fusion-Haut, und zwar ein Rieslingspasteet mit thailändischen Guren. Okay. Schon war nur mein Schwingefleisch mit thailändischer Currypaste und Wein mariniert, und dann kommen Kaffee- und Leinblätter dabei. Gut, dann können wir den Tisch ausrollen. Okay. Und ich meine, schlussendlich
d'honneur heimmann, weil ja, ein ganz original D-Schule am Haus. Ja, das geht aber eine große Responsabilität für mich. Das ganz kriegt los eng typisch Form und da kann es an den Schäfchen. Und zum Schluss kommt noch Weijali mit Thai Fischsauce dabei für den Final Touch. Ein thailändisches Rieslingsversteht. Ja, nee, das sieht wirklich gut aus. Ofes kommen dem Piersing Frinlancht, am eng Thai Lützebäuerisch Rieslingsversteht schenkt wirklich jedverengem zu gefallen. Lo muss ich mir etwas Neues aufhalen lassen, für den Pierre nächstes Jahr zu kochen. Wenn ich zurück bin zu Bangkok, meiner absoluter Lieblingsstadt an Asien.